Grüß dich. Und zwar, es handelt sich, ich weiß, Generation Zero. Mir egal, ich hatte euch gewarnt oder ich habe dich gewarnt, wenn du Zuschauer bist, der mich schon etwas länger verfolgt. Generation Zero wird 2022 einen großen Anteil auf dem Kanal mittragen. Heute bzw. gestern, am 31.01. erschien ein erster kleiner Teaser zum Landfall-Update, jenes am 8. Februar veröffentlicht wird. Ich muss dir nun, bevor ich dir den Teaser einspiele, eine große Spoilerwarnung aussprechen. Ich werde auf 3 Dinge eingehen oder 3 Fragen in den Raum stellen, die das Spiel in der Hauptgeschichte eigentlich unbeantwortet lässt. 2 Dinge aus der Hauptgeschichte und 1 aus dem FNIX Rising Update. Okay, ich spüle jetzt mal kurz diesen Teaser ein. Viel Spaß dabei. Peggy 12. So dann, und nun noch einmal die Spoilerwarnung. Du hast jetzt gerade gesehen, eine weitere Macht oder Kraft tritt mit in diesen Krieg ein. Es sind die Russen. Für mich stellen sich 2 Fragen. Die erste Frage: Im Laufe der Story, der Hauptgeschichte selber, bekommt man nach der ersten 1 bis 3 Spielstunden eine Notiz zu Gesicht, in der ein zweiter Alarm signalisiert wurde oder angesprochen wurde. Nicht nur der Alarm, der den Angriff der Maschinen signalisiert, sondern auch einen zweiten extrigen Alarm, jener, der den Einmarsch der Russen signalisiert. Was haben die Russen damit zu tun? Und nun Spoiler, 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 ich warne dich vor. Am Ende der Hauptgeschichte, ich blende es nun kurz ein, bekommt man folgende Funknachricht zu hören. Hello, this is Sergei Kuznetsov, Lieutenant of the Soviet Navy cruiser Druzhny. We may have limited contact, so please listen. The Soviet Navy has been monitoring the situation in Sweden, and together with NATO, we are offering assistance. We believe we have identified the source of the aggressor and can provide a device to disable the machines. We will deliver this device to the estate of Volnosted on the northern coast. Please proceed there immediately. More intel will be provided on site. Repeat, the jetty at the estate of Volnosted, west of Haga border. We will provide a device to... So dann, du hast jetzt da gesehen, was im letzten Abschnitt der Hauptgeschichte passiert. Du bekommst diese Funknachricht zu hören, in der gesagt wird, dass die sowjetische Marine die Situation in Schweden überwacht. Was sich aber nicht ausgehen kann. Wie genau das vonstatten geht oder ging, ist mir ein Rätsel. Auf der einen Seite bewacht die sowjetische Marine die Situation in Schweden. Zeitgleich aber hast du dann in der Notiz, in dieser einen Notiz vom Anfang des Spiels, hast du dann den Hinweis mit dem zweiten Signal, dass die Sowjets in Schweden einmarschiert sind. Da gibt es eine dritte Stelle, die genau dasselbe sagt, dass die Sowjets vorm Einmarsch stehen. Was haben die Russen damit zu tun, beziehungsweise die Sowjets, ich muss also Sowjets sagen, ich komme nur auf Russland oder was weiß ich, keine Ahnung.
Was hat das alles miteinander zu tun? Den dritten Hinweis bekommst du in der einen Mission rund um den alten Björn und seinem Versorgungspaket, was er da hat auf seinem Bauernhof. Das ist der dritte Hinweis. Also offene Fragen gibt es genug seitens der Sowjets in diesem Spiel. Okay? Ich hoffe, wir bekommen Antworten ab 8. Februar. Vielleicht werde ich für den 8. Februar ist eine Fallout 4 Episode angesetzt. Vielleicht wirst du hier am 8. Februar, spätestens am 9. Februar, da wäre dann ein Tag Pause, weil am 10. folgt Fallout 3, am 9.2. spätestens, je nachdem wie zusammenkommt privat, werden wir dort einmal reinschnuppern in dieses Update. Genau, kurz und schmerzlos. Also dann, ich hoffe, wir bekommen Antworten und bis dahin, Baba dabei.